Das Besondere an den Solarzellen, die wir heute bauen, ist, dass die Materialien, die wir verwenden, die finden wir alle in unserem Alltag im Haushalt. Dafür, dass es sozusagen alltägliche Materialien sind, die wir verwenden, können wir schon eine sehr leistungsfähige Solarzelle daraus bauen. Also für den Energieertrag lohnt es sich nicht wirklich, diese Solarzellen zu bauen, weil ich habe es eben mal abgeschätzt, die hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 1 Promille. Also da kommt ein Strom raus bei den guten Zellen von ungefähr 300 Mikroampere, bei einer Spannung von 300 Millivolt. Das heißt, das ist eine Leistung von 100 Mikrowatt. Das ist nicht wirklich viel. Aber natürlich, wenn wir das Ganze im Labor machen und die Zelle optimieren, dann kann dieser Typ von Zellen bis zu 10% Wirkungsgrad erreichen. Also mit diesen Mini-Solarzellen aus normalen Haushaltsgegenständen kann man zum Beispiel so kleine Demomotoren betreiben, wie zum Beispiel so einen kleinen Ventilator. Also eher so Spielerei, jetzt nicht wirklich für ernsthafte Anwendung.